Hey, wir nutzen ab und zu den Moment hier im Gottesdienst, um ein kurzes Informationsfenster von Seiten der Leitung zu machen. Und heute ist das eigentlich ein bisschen ein Frühlingsausblick. Passt ja eben auch zu der Zeitumstellung. Und ich glaube, vor etwa 10 Tagen war der offizielle Frühlingsanfang. Heute sieht sogar das Wetter ein bisschen danach aus. Das heisst, ich möchte euch eigentlich vor allem auch ein bisschen inhaltlich mitnehmen auf einen Ausblick, was vor uns steht. Und dann haben wir noch eine erfreuliche Nachricht zum mit euch teilen sonst. Und lassen wir gerade los. In wenigen Wochen, nämlich schon in 3 Wochen, steht Ostern vor der Tür. Das ist für uns immer ganz ein wichtiger Moment im Kirchenjahr. Es ist ein Moment, wo wir möchten viel auch machen, damit da Menschen Gott begegnen können, wo wir die Türen weit offen haben. Und so erwartet euch auch an diesen Ostern wieder ein Bundesprogramm, wo ihr euch auch auswählen könnt, hey, was passt für euch, was ist in eure Situation, Lebenssituation, Familiensituation passend. Wir haben am Karfreitag so schon richtig traditionell unseren Worship-Abend. Der fängt an mit Family Worship am Nachmittag, dann mit einer Teileten im Foyer. Da bringt man Essen mit und darf dann auch wieder essen selber und man teilt eben miteinander. Und dann mit der Worship Night am Abend. Und am Ostersonntag mit dem Ostergottesdienst und dort sicher eine herzliche Einladung. Hey, wenn du jemanden kennst, der schon lange nicht mehr in der Kirche war, mal sollte kommen, lade die Leute ein. Es eignet sich super an Ostern, Menschen mitzunehmen, zu sagen, hey, möchtest du wieder mal in die Kirche kommen? Es könnte auch anders sein, als du denkst. Und nach dem Ostersonntag haben wir frühlingshaft 2 tolle Programme. Wir werden einerseits den Spielplatz eröffnen, miteinander, wo da einer schon parat, aber noch eingehakt steht. Und wir werden auch eine Art kleine Vernissage haben mit dieser Kunstinstallation, die sich wird in dem Gang von der Piazza im Park befinden, wo wir möchten so ein Kunstprojekt ausstellen, Bilder mit Gedanken von einem Weg von Ostern bis zu Pfingsten. So möchten wir auch, ehrlich gesagt, ins Quartier rausleuchten, den Menschen einen Anstoß geben, über den Glauben nachzudenken, so in dieser Zeit. Das wird auch am Ostersonntag stattfinden. Und in dieser Reise von Ostern bis Pfingsten haben wir uns auch inhaltlich das Jahr sonst viel Gedanken gemacht. Und ich möchte euch einfach so kurz anteasern, was euch so erwartet, auch am Sonntag in den Gottesdiensten. Heute starten wir mit einer neuen Serie. Der schmale Weg. Ihr seht es schon da vorne. Es ist eine 3-tägige Reise, wo wir uns so dieser Bibelstelle aus der Bergpredigt folgend auf die Suche machen, hey, was bedeutet das Leben in der Nachfolge? Und der schmale Weg, das ist ja auch, das kann ein bisschen Beklemmnis auslösen. Wir werden da drin entdecken, was es mit dem auf sich hat. Und wir laden euch herzlich ein, zum mit reintauchen mit einem Bibelleseplan, der schmale Weg. Ihr findet den in der YouVersion Bible App, wenn ihr sie so sucht, oder über den eingeblendeten QR-Code mit einem kurzen Bibellese für 21 Tage, für 3 Wochen und jeweils einen Gedanken in den Tag gehen, wo du mitkommen kannst. Er führt dich durch die Bergpredigt durch, weil der Text vom schmalen Weg der hat extrem viel mit der ganzen Bergpredigt zu tun. Für Jesus war es sicher ein schmaler Weg auch in den letzten Wochen vor Ostern. Und eben dann ist Ostern gekommen. Grosses Highlight für uns, das wir feiern. Sicher der wichtigste Moment auch im Leben von uns Christen, wo wir immer wieder feiern und daran denken. Und nachher geht eben die Reise weiter, von Ostern bis Pfingsten. Und da haben wir auch ein paar Serien geplant. Und wir starten gerade nach der Ostern mit einer, wo wir so ein bisschen in den Weg der Jünger auch eintauchen. Nach der Ostern ist die grosse Krise gekommen. Ja, ganz ehrlich. Ist das alles Humbug gewesen, was ich geglaubt habe? Hey, was ist mit dem Jesus? Und dann ist er zurückgekommen, aber dann geht er doch wieder. Und wie geht alles weiter? Und wir möchten uns in diese Fragen mit dir begeben. Wir möchten uns in einer Serie auch um Fragen an Glauben drehen. Wir möchten die Fragen an Glauben aufnehmen. Es ist sicher eine Serie auch für Suchende, für kritisch Hinterfragende. Und ich freue mich sehr auf das. Aber dort ist es nicht fertig, sondern die Reise geht ja weiter nach Ostern, eben bis Pfingsten. Und so haben wir uns schon lange vorgenommen, dass wir möchten in diesem Jahr wieder in eine Heilige Geist-Serie eintauchen, auf dem Weg hin zu Pfingsten und um Pfingsten herum. Und ehrlich gesagt hat es mich auch ermutigt, letzte Woche, wo wir da Gäste hatten aus Amerika, das Ehepaar Brock, wo uns auch Mut gemacht hat, in diese Richtung zu gehen. Und das erwartet euch also auch. Ich persönlich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Und ihr seid schon gespannt drauf und könnt jetzt auch wirklich schauen, wann ihr da sind und wann ihr dann doch noch das Weekend Away macht. Und sonst ist immer alles online auch verfügbar. Dann noch eine weitere erfreuliche Nachricht. Vor ein paar Wochen ist der Dachverband Freikirche auf uns als GVC-Bewegung zugekommen mit der Frage, ob der Reto Lussi,
wo jetzt schon seit gut 2 Jahren uns in diesem Dachverband vertritt, sich könnte vorstellen, Teil vom Vorstand von dem Dachverband zu werden. Damit ihr versteht, was das ist, Dachverband Freikirche, der übernimmt die Funktion eigentlich von einem Branchenverband, könnte man sagen, für die Freikirchen. Er ist bestrebt, dass wir als Freikirche auch eine Stimme haben in der Gesellschaft, in der Politik, versucht die Anliegen zu bündeln, zu sammeln, an den richtigen Ort zu bringen, Kontakt auch mit der Presse zu pflegen und uns so auch zu vertreten und natürlich auch Themen, die uns alle beschäftigen, aufzunehmen, wo wir miteinander darüber diskutieren können. Wir haben die Anfrage geprüft als Bewegungsleitung und wir sind zum Schluss gekommen, dass wir das als eine Chance sehen. Auch etwas von dem, was Gott uns als GVC-Bewegung mit anvertraut hat, auch mit der weiteren Landschaft der Freikirchen zu teilen. Und so ist es dann so gewesen, dass letzte Woche bei der Generalversammlung der Reto Lussi zur Wahl gestanden ist und er ist einstimmig in den Vorstand gewählt worden.